Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von unserem Online-Gottesdienst. Letzte Woche haben wir uns noch so begrüßt. Mittlerweile halten wir noch mehr Distanz. Vielen Dank, dass ich trotzdem noch bei euch in der Stube sein darf. Ich fühle mich wirklich willkommen. Aber bitte schiebt den Fernseher noch ein bisschen weiter weg, dass wir wirklich Social Distancing einhalten können. Welcome Home hat so eine ganz neue Bedeutung bekommen. Danke, dass ich bei euch daheim sein darf. Wir haben diese Woche eine Neuerung. Wir haben nicht nur einen Online-Gottesdienst für Erwachsene, sondern wir haben auch 2 Ausgaben für die kleinen Kinder und für die Schulkinder. Liebe Familie, macht euch doch das zu nutzen. Ihr könnt gut auch nachher als Familie eine Andacht machen, wo ihr über das Thema reden könnt. Bevor wir zur Botschaft kommen, möchte ich gerne beten. Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass wir einfach auch so online miteinander verbunden sind. Danke vielmals, dass wir weiterhin Kirchen bauen können, dass wir weiterhin miteinander verbunden sein können. Danke, dass du einfach auch gerade gegenwärtig bist, wo immer wir jetzt sind, wo immer wir die Botschaft auch schauen. Danke vielmals, dass du auch unser Schutz bist, du bist unser Arzt, du bist unser Tröster, du bist der, der Hoffnung schenkt, auch in dieser herausfordernden Zeit, wo wir drin stecken. Und wir wollen jetzt einfach unsere Herzen öffnen für das, was du uns zu sagen hast. Amen. Wir starten heute eine neue Serie. Sie heisst «Lieb deinen Nächsten». Und ich freue mich sehr auf die Botschaft von Manu. Manu, wir freuen uns. Freiheit ist ganz ein wichtiges Gut in unserer Kultur, auch in unserem Land. Uns ist Freiheit mega wichtig, vielleicht sogar das Wichtigste. Und wir merken das in der heutigen Zeit, dass wir nicht mehr überall hingehen können, wo wir wollen, dass wir uns nicht mehr frei mit all diesen Menschen treffen, die wir möchten, dass wir beim Posten nicht immer alles finden, was wir uns wünschen. Unsere Freiheit ist im Moment eingeschränkt und wir merken das, so ein bisschen das Schweizer Motto, meine Freiheit endet dort, wo die Freiheit vom anderen anfängt. Spätestens dort, wo wir anderen Menschen Schaden tun. Ich habe gestern das Bild gesehen in einer Zeitung von einem Raum mit Schutzmasken, die gebraucht werden. Und der Raum war zweifach abgeschlossen gewesen. Nur eine Handvoll Menschen haben den Schlüssel im Spital zu dem Raum mit der Schutzmaske, weil man so Angst hat, dass man zu wenig hat. Und vor allem, weil gewisse Leute in den letzten Wochen so dreist waren, dass sie Schutzmasken gestohlen haben für sich selber, ohne daran zu denken, dass Leute, die am Operieren sind, die am Pflegen sind oder Leute, die krank sind, diese Masken dringend würden brauchen. Wir reagieren sehr, sehr unterschiedlich auf die Einschränkung von unserer Freiheit. Ich nehme mir das Beispiel von dem, dass wir im Moment Abstand halten sollten, nicht zu viel rausgehen. Es gibt da verschiedene Reaktionen. Die eine, die ich in den letzten Wochen noch ein paar Mal gehört habe, ist Nein. Nein, das ist mein Recht, zum rauszugehen. Ich brauche die frische Luft. Jeder kann schließlich für sich selber schauen. Ich bin gesund, ich habe einen Job und jeder kann schauen, dass es ihm selber gut geht. Dann gibt es eine zweite Reaktion auf das die bleiben und Abstand halten. Das ist die Reaktion, ja, dann halt. Das ist so ein bisschen zähneknirschend, tut man sich beugen. Vielleicht, weil man Angst hat vor einer Busse, wie das in unserem Land auch schon ein, zwei Mal auch vorgekommen ist. Vielleicht, weil man nicht als ein Assi abgestempelt werden, nicht asozial wirken. Und vielleicht auch einfach, weil man eigentlich merkt, es ist das Richtige, dass wir jetzt Rücksicht nehmen auf andere Menschen. Aber man hat halt nicht so groß Lust. Es ist wirklich mühsam, sich so einzuschränken. Und dann gibt es eine dritte Reaktion. Und das ist, hey, ja, was immer das es braucht. Ich denke nicht, dass das eine spontane Reaktion ist von den meisten Menschen. Und doch, wenn wir darüber nachdenken, hey, im Moment sind Menschen krank, im Moment haben Menschen grosse Risiken, im Moment gibt es Unternehmer und Geschäftsleute, die Angst haben, die sich überlegen, hey, wie geht es mit meinem Geschäft weiter? Wo man dann sagt, hey, dann ist es eigentlich für mich etwas Kleines, um meine Freiheit ein bisschen einzuschränken zugunsten von anderen Menschen.
Und um das geht es heute, unsere Freiheit einzuschränken. Und wir lesen in der Bibel, im Galater 5, 13 bis 14, ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben. Nicht in der Freiheit, euren sündigen Neigungen nachzugehen, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Denn das ganze Gesetz lässt sich in dem einen Wort zusammenfassen: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Bibel ist da vordergrad. Sehr, sehr ehrlich, tut sehr schonungslos unsere Motive anzeigen und gleichzeitig werden wir sehen, dass sie uns einen Weg zeigen, dass wir immer mehr werden wie Jesus. Die Bibel sagt, hey, Liebe bedeutet, dass wir bereit sind, gewisse Freiheiten aufzugeben. Und zum besser verstehen, was in dem Text gemeint ist, wenn wir ein bisschen in die Zeit gehen, wo der Paulus den Galaterbrief geschrieben hat. Er schreibt nämlich in den ersten 4 Kapiteln, hey, ihr seid freigesprochen worden von Gott. Ihr seid freigesprochen worden von eurer Schuld, von eurer Sünde. Ihr seid freigesprochen worden vom schlechten Gewissen. Ihr müsst keine Angst haben vor Gott. Ihr müsst keine Angst haben vor seinem Gericht. Ihr müsst keine Angst haben, wenn ihr Gott begegnet. Ihr dürft jetzt im Frieden mit Gott leben. Die Bibel sagt ihm, dass wir gerecht gesprochen worden sind. Und die Freiheit ist so groß. Die Freiheit ist so, ja, auch wirkt so befreiend im Leben der Galater, dass sich der eine oder andere so gedacht hat, ja, also ich meine, wenn die Freiheit so groß ist, dann kann ich ja jetzt leben, wie ich will. Dann kann ich mein eigenes Ding durchziehen. Und Gott wird dann schon vergeben. Aber ich darf jetzt primär an mich denken, weil es ist ja alles in Ordnung zwischen mir und Gott. Und dort sagt der Paulus, nein, eben gerade nicht. Braucht nicht eure Freiheit zu euren eigennützigen Motiv für eure eigenen Bedürfnisse, sondern braucht die Freiheit, zum anderen Menschen zu dienen. Die Freiheit, die du hast, hat einen Zweck. Und zwar, dass du dein Leben lebst, zum anderen Menschen Gutes zu tun. Das Spannende in dem Text und das, was auch so polarisiert, ist der Begriff dienen. Dienet einander in Liebe. Wir können das im Deutschen nicht so gut wiedergeben, aber im griechischen Urtext heisst es eigentlich, dass wir Sklavendienst tun. Dass wir Knecht sind von anderen Menschen. Und das ist das Polarisierende und das Herausfordernde. Gott sagt, hey, ich kann dir Freiheit geben, ich habe dich frei gemacht. Nicht, dass du für dich selber lebst, sondern dass du jetzt ein Sklave wirst oder ein Diener wirst von anderen Menschen. Gott hat dich so geliebt. Gott hat uns vergeben. Er hat uns seine Verheißungen gegeben. Er hat uns Halt gegeben im Leben und Hoffnung, dass egal, was auch in Zukunft noch bringt, wo wir wissen, hey, Gott wird zu uns stehen und er wird uns durchtragen durch schwierige Situationen und wir haben das Leben in Ewigkeit mit ihm zusammen. Und er gibt uns so viel Identität und Halt, dass er sagt, hey, wenn du so geliebt bist von mir, dann hast du eine Freiheit, um auf dein Recht zu verzichten und um für andere Menschen da zu sein und ihnen dienen. Ich denke, niemand hat das so gut ausgedrückt wie der Martin Luther. Die Identität von einem Christ und gleichzeitig die Bereitschaft, die wir haben dürfen. Er hat gesagt, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht und jedermann untertan. Der Luther hat gemerkt, hey, gleichzeitig bin ich innerlich frei. Ich bin so geliebt von Gott. Ich weiß, mein Schicksal, mein Leben ist in seiner Hand und er ist ein guter Gott für mein Leben. Ich bin frei von Angst, frei von Schuld und gleichzeitig ich bin ein Diener von allen. Gerade weil mich Gott so liebt und mein Leben so erfüllt hat, darf ich anderen Menschen die Liebe weitergeben. Ich kann mir vorstellen, dass Galater beim Lesen von dem Brief ähnlich gegangen ist wie uns. Ähnliche Reaktionen hatten, wo der Paulus gesagt hat, hey, seid bereit, eure Freiheit aufzugeben, auf gewisse Freiheiten zu verzichten, zugunsten von anderen Menschen. Die einen werden gesagt haben, nein, ich verzichte sicher nicht auf meine Freiheit. Ich nehme gern das, was Gott für mich hat, aber ich will immer noch mein eigenes Leben führen, mein eigener Herr sein.
leider muss ich sagen, ich habe in der letzten Woche 1-2 Mal von Christen gehört, die sagen, hey, ich habe keine Angst vor dem Coronavirus. Gott hat mich gerettet und wenn ich sterben würde, würde ich ja sowieso nachher bei ihm im Himmel sein. Von dem her, ich muss nichts ändern in meinem Leben. Und leider ist das eigentlich genau die Mentalität, die sagt, hey Gott, ich nehme alles, was von dir kommt, aber ich will meine eigene Freiheit behalten, zum Leben, wie ich es will. Ich glaube, viele Menschen heutzutage versprechen sich von möglichst viel Freiheit ihres Glück. Sagen, hey, je mehr Freiheit dass ich habe, desto erfüllter bin ich im Leben. Aber das Spannende ist eigentlich, wenn Freiheit vielleicht der höchste Wert ist in unserer Gesellschaft, dann ist ganz sicher der nächste Wert, der uns wichtig ist in unserer Gesellschaft, sind Beziehungen. Und eine tiefe Beziehung, eine vertrauensvolle Beziehung, eine persönliche Beziehung hast du dann, wenn beide Partner bereit sind, gewisse Freiheiten aufzugeben, zugunsten vom anderen. Als Sissi und ich geheiratet haben, habe ich gewisse Freiheiten aufgegeben. Als ich noch Single war, konnte ich nach dem Joggen meine Socken abziehen und einfach am Boden runterfallen. Und irgendwann in den nächsten Tagen habe ich sie dann mal ausgelesen. Oder am nächsten Morgen hat es noch so leere Gutzli-Packungen neben meinem Bett gehabt. Das sind Freiheiten, die ich aufgegeben habe. Sissi hat es nicht gerne, wenn so Sachen rumliegen. Wir wollen eine schöne Wohnung haben. Und das war jetzt nichts Schwieriges zum Aufgeben. Als wir miteinander in die Flitterwoche gegangen sind, haben wir gemerkt, dass wir ganz anders die Ferien geniessen. Ich bin der gerne an den Strand liegt und ein Buch liest und ich kann das jeden Tag machen. Und am Schluss meiner Ferien bin ich relaxed, entspannt, erfüllt, glücklich. Sissi ist ganz anders. Sie möchte jeden Tag etwas unternehmen. Und leck haben wir gestritten. In unserer Flitterwoche, in unseren ersten gemeinsamen Ferien. Und so haben wir gestritten. Was machen wir? Was ist das, wo wir aufeinander zukommen können? Und wir mussten lernen, Freiheiten zuzugeben, weil wir sagen, hey, es ist mir so wichtig, dass ich dir entgegenkommen kann, will ich dich lieben. Stell dir mal vor, Sissi würde mir anrufen und sagen, hey Manu, wo bist du gerade? Wann essen wir zusammen zur Nacht? Und ich würde sagen, hey, das geht dich im Fall nicht an. Das ist meine persönliche Freiheit, dass ich sein kann, wo ich will. Niemand kann in so eine Beziehung leben. Das ist uns allen klar. Wir sind bereit, auf Freiheiten zu verzichten, wenn wir miteinander zusammenleben, wenn wir starke Beziehungen haben wollen. Die zweite Reaktion an Paulus seine Aussage, hey, Nächstenliebe bedeutet, einander zu dienen und auf Freiheit verzichten, das ist die Reaktion dann halt. Wir kennen die Reaktion zum Beispiel von unseren Kindern, wenn wir ihnen sagen, hey, tu doch bitte noch das Geschirr abräumen und in die Spülmaschine versorgen. Nein, ich habe keine Lust, ich habe jetzt keine Zeit, ich habe schon vorher etwas machen. Und dann diskutiert man zuerst, motiviert man und probiert, die Kinder zu gewinnen. Und nachher droht man und sagt, wenn du es nicht machst, dann das. Und schlussendlich sagen sie, ja, dann halt, dann mache ich es halt. Und tatsächlich, äußerlich wird dann das ausgeführt, was man wette, die Tat von der Nächstenliebe wird gemacht, aber das Herz ist voll nicht dabei. Die Beziehung ist nicht da. Die Kinder vertrauen uns nicht mehr, dass wir es eigentlich gut meinen, dass wir so viel für sie tun, dass es etwas Gegenseitiges ist, wo wir einander gut tun, weil die Beziehung und das Vertrauen kaputt ist. Und so geht es auch in unserem Leben als Erwachsene, wo wir Gott gegenüber sagen, ja, dann mache ich das halt. Aber unser Herz ist nicht dabei. Und so eine Haltung vom Dienen führt oft zu Frust. Es kann zu Burnout führen, zu Bitterkeit. Und wir sagen Gott, hey, ich mache einfach das, was nötig ist, was richtig ist, aber dann sind wir nachher even. Dann musst du nicht nachher noch, du hast etwas für mich gemacht, ich mache etwas für dich. Aber eigentlich möchten wir uns nicht in eine vertrauensvolle Beziehung hineingeben mit Gott. Und darum ist die dritte Reaktion auch so anders, wo sagt, hey, Gott, was immer das es braucht, was immer das es braucht. Menschen, die so etwas sagen, haben einen Gott vor Augen, den sie liebt. Ein Schöpfer, hey, wenn Gott dich und mich gemacht hat, wenn er uns Leben gegeben hat, dann weiß er, was wir brauchen. Dann weiß er, was das Beste ist für uns.
Und dann wird er für alles sorgen, was wir brauchen, dass wir genug Liebe und Rücksichtsnahme und Energie haben, um anderen Menschen zu sagen, hey, ich kann gerne auf mein Recht verzichten. Ich kann gerne einen Teil von meiner Freiheit aufgeben. Ein paar Vers weiter im Galater 5 sagt der Paulus nachher, hey, wenn du Jesus einlädst in dein Leben, dann erfüllt der Heilige Geist dein Herz mit seiner Liebe. Und der Heilige Geist, der in uns wohnt, in uns Christen wohnt, er verändert unser Herz, dass wir immer mehr so werden wie Jesus. Es heißt im Galater 5, 22, die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Das alles dazu befähigt uns der Heilige Geist, dass wir Menschen werden können, die eine zweite Meile gehen mit anderen. Hey, und mit so Menschen bist du gerne zusammen. Menschen, die nicht sagen, hey, was ist nötig, wann kann ich wieder gehen, sondern Menschen, die sagen, hey, ja, was immer das es braucht. Menschen, die bereit sind, auf gewisse Freiheiten zu verzichten, zum anderen lieben. Ich musste denken an einen spanischen Trainer, Fußballtrainer, heißt Abelardo Fernández. Er hat seinen Club weitergebracht, er hat seine Mannschaft trainiert, sie haben lange Zeit sind erfolgreich gewesen, sind aufgestiegen. Und dann hat es eine Flaute gegeben, wo er ein Spiel verloren hat, und dann hat sich der Club vom Trainer getrennt. Und der Fernandes hat eine Abfindungssumme bekommen von 4 Millionen Euro. 4 Millionen Euro. Aber der Club war in einer finanziellen Schieflage und das hat den Club an den Rand gebracht von seiner Existenz. Und der Trainer hat die Abfindungssumme abgelehnt. Obwohl sie ihm eigentlich zugestanden wäre. Er hat das Recht darauf gehabt, die Freiheit gehabt, um das Geld zu nehmen. Er hat in einer Tageszeitung gesagt, als Sporting-Fan hätte ich das dem Verein, den ich liebe, nicht antun können. Hey, die Geschichte hat mich so beeindruckt, dass jemand aus Liebe, weil das ist sein Club, seit er ein Kind ist, sagt, hey, aus Liebe zu dem Club verzichte ich auf 4 Millionen Euro. Eine Freiheit aufgeben, weil man liebt. In der Bibel sagt uns der Paulus im 1. Korinther 9, Vers 12, wir haben von unserem Recht keinen Gebrauch gemacht. Und alle Schwierigkeiten, die dieser Verzicht mit sich bringt, nehmen wir bereitwillig in Kauf, damit das Evangelium darf laufen und Menschen Jesus kennenlernen. Hey, das sind Beispiele, die uns inspirieren können. Das sind Beispiele, die uns an das Leben von Jesus erinnern. Was bedeutet das für unsere heutige Situation? Ich möchte allen jungen Menschen in unserer Kirche sagen, hey, bist du bereit, auf deine Freiheit zu verzichten, auf soziale Kontakte zu verzichten, dich in grösseren Gruppen zu treffen, deine Mobilität einzuschränken, zugunsten von anderen Menschen. Das ist ein Zeichen von Nächstenliebe. Ich habe so gestaunt über die jungen Erwachsenen in Silberen. Sie gehen an diesem Wochenende posten für ältere Leute, die nicht mehr aus dem Haus gehen sollten. Ein Zeichen von der Nächstenliebe. Hey, wir können so viel bewegen mit kleinen Zeichen von der Nächstenliebe. Ich möchte allen älteren Leuten in unserer Kirche euch ermutigen und sagen, hey, bleibt daheim so gut, dass es geht. Ich weiß, dass das eine Herausforderung ist. Bleibt daheim so gut, dass es geht, damit die medizinische Versorgung denen kann geschenkt werden, die sie dringend brauchen, damit ihr gesund bleiben. Und ich weiss, es braucht Mut, sich an die Nachbarn zu wenden und zu sagen, hey, könntest du für mich posten? Du kannst dich auch bei unserer Kirche melden, beim Sekretariat oder über unsere Homepage. Hey, wir gehen gerne für dich Sachen erledigen. Wir machen das sehr, sehr gerne, damit du daheim bleiben kannst und andere Menschen dich selber damit schützen. Es ist etwas Kleines, was wir tun können, unsere Freiheit einschränken zugunsten von anderen Menschen. Ich denke auch an alle Väter und Mütter, alle Betreuer von Kindern, die im Moment 24 Stunden, 7 Tage um die Kinder herum sind, teilweise auch noch Schulstoff vermitteln, damit sie weitergehen können in der Schule, nicht nachhinken, die so viel investieren und ihre eigene Freiheit und so die ruhigen Momente unter der Woche auch aufgeben zugunsten von anderen. Und ich möchte gerade den Menschen, die vieles von ihrer Freizeit im Moment verzichten, Leute in Pflegeberufen,
Leute in öffentlichen Berufen, in Leitungspositionen, im Bundesrat, am Herrn Koch vom Bundesamt für Gesundheit. Wir möchten euch sagen, wir beten für euch als Kirche. Wir schätzen das so sehr, dass ihr im Moment auf so viel verzichtet, euch einschränkt, zugunsten von anderen Menschen. Wir denken an Leute, die es geschafft haben, die im Moment Angst haben, ob sie es verlieren, schwierige Entscheidungen zu fällen haben bezüglich ihren Mitarbeitern, bezüglich dem Geld, das zur Verfügung steht. Wir beten für euch und wir danken euch ganz, ganz herzlich für eure Bereitschaft, die ihr habt, für andere da zu sein, für andere so mitzudenken. Und wir merken in unserer Zeit, Verzicht ist eine riesige Kraft. Und die nächste Liebe, die Gott in unser Herz hineingibt, die widerspiegelt sein Wesen. Gott wird sichtbar in ganz kleinen Taten von der nächsten Liebe. Und wir können so als Menschen einen Unterschied machen in dieser Welt. Wir haben gesehen, dass in der heutigen Zeit ein Leben voller Freiheit, wo du kannst machen und lassen, was du willst, schnell einmal an Grenzen stößt. Wir merken, dass wir eine moralische Verpflichtung haben, einander gegenüber. Wir merken, dass wir voneinander abhängig sind. Wir haben auch darüber geredet, dass es in einer Beziehung, die voller Liebe ist, dass es Bereitschaft von beiden braucht, um Freiheiten aufzugeben oder auf gewisse Freiheiten zu verzichten, um auf den anderen zuzugehen. Ein Opfer zu bringen für die Beziehung, zu zeigen, hey, ich liebe dich, ich bin auch im Moment, wo es schwierig ist, wo du krank bist oder wo wir finanzielle Herausforderungen haben, was immer das ist in deinem Leben, hey, wir sind bereit, den Weg miteinander zu gehen. Und zugleich haben wir gesehen, hey, dass Gott uns aufruft, hey, ich will dich frei machen. Wo Gott uns zuruft, vertrau mir doch für dein Leben. Vertrau mir doch, dass ich es gut meine. Vertrau mir, dass ich alle Annahmen, die du suchst, alle Liebe, die du brauchst, all das, was dich ausmacht als Mensch, dass ich dir das möchte geben. Und vielleicht bist du im Moment noch unsicher, ob du dein Lebenskonzept, hey, viel Freiheit macht glücklich, ob du das ein Stück weit aufgeben willst. Aufgeben, um dich Gott anzuvertrauen, um dich abhängig zu machen von einem Gott, der dich liebt, der für dich da ist. Ich habe es bereits erwähnt, in einer Beziehung, die tief soll sein, die vertrauensvoll sein soll, müssen beide Partner bereit sein, auf Freiheiten zu verzichten. Und ich glaube, wenn Gott von dir verlangen, hey, du musst jetzt dein Leben ändern, du musst auf deine Freiheiten verzichten, aber ich bin nicht bereit, auf irgendetwas zu verzichten, dann würdest du dich wahrscheinlich zu Recht ausgenützt vorkommen von Gott. Hey, aber Gott ist ganz anders. Er war der Erste, der bereit war, auf seine Freiheit zu verzichten. Gott sagt in der Person von Jesus, hey, ich bin bereit, mich anzupassen, dir anzupassen. Ich bin bereit, ein Opfer zu bringen für unsere Beziehung, um dir zu zeigen, wie sehr dass ich dich liebe. Als Jesus auf die Welt kam, hat Jesus gesagt, hey, ich bin bereit, meine Unsterblichkeit hinter mir zu lassen. Ich bin bereit, auf meine Ehre zu verzichten. Und später in seinem Leben war Jesus bereit, alle Freude aufzugeben. Er war bereit, sein Leben aufzugeben, um ans Kreuz zu gehen und die Strafe für unsere Schuld, unsere Sünden auf sich zu nehmen. Jesus ist an das Kreuz genagelt worden, dass er sich fast nicht mehr bewegen konnte, als er an dem Kreuz gehangen ist. Er hat buchstäblich jegliche Freiheit aufgegeben. Für dich und für mich, weil er uns so liebt. Gott war bereit, seine Freiheit für uns aufzugeben. Wir lesen von Jesus im Philipper, Kapitel 2, Vers 6 bis 8. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Gott hat auf alle seine Freiheit verzichtet, damit
du frei kannst sein von Schuld, dass du kannst frei sein vom Tod und von der Angst vor der Zukunft. Er hat sein Leben gegeben, damit du jetzt dein Leben in seine Hand kannst hineinlegen und kannst sagen, hey Gott, ich vertraue dir. Und wenn du das machst, dann wirst du erleben, was Jesus sagt. Er sagt, der den Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Es mag sein, dass du Zeit brauchst, um dir Gedanken zu machen. Was gibt dir in deinem Leben Bedeutung? Was gibt dir Halt im Leben? Was erfüllt dich wirklich? Ist es grenzenlose Freiheit? Oder ist es die Abhängigkeit, die Nähe zu Gott? Und wir stehen gerne als Kirche einfach im Dialog mit dir, im Gespräch mit dir, um dir in diesen Fragen zu helfen. Aber möglicherweise gibt es Menschen, die jetzt gerade zuhören und die gespürt haben, hey, Gott hat zu mir geredet. Die in ihrem Herzen merken, hey, da ist Glaube da, um ihr Leben Jesus anzuvertrauen. Weil Jesus die Freiheit aufgegeben hat, weil er dich so liebt. Und wenn du sagst, ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen, dann möchte ich gerne mit dir beten. Ich möchte dich einladen, dass du ein kurzes Gebet kannst mitbeten, wo du einfach in wenigen Worten kannst das Vertrauen Jesus gegenüber ausdrücken und Jesus einladen, dass er in dein Leben kommt. Und es spielt nicht so eine Rolle, ob es genau die Worte sind, die ich brauche. Das Entscheidende ist, dass du ehrlich bist mit Gott. Und dass du siehst und erleben darfst, wie groß das seine Liebe zu dir ist. Und wir wollen jetzt beten miteinander. Jesus, mir ist klar geworden, dass ich unabhängig von dir gelebt habe. Bitte vergib mir meine Schuld. Danke, Jesus, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Jesus, ich lade dich ein, dass du in mein Leben kommst. Verändere mich so, wie du mich haben möchtest. Und ich danke dir, dass ich jetzt ein Teil von deiner Familie sein darf. Amen. Hey, wenn du das Gebet gebetet hast, ich möchte dir ganz, ganz herzlich gratulieren. Es ist ein mutiger Schritt, den du machst, aus deiner Freiheit heraus, in das Vertrauen zu Gott hinein. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der die Entscheidung für Jesus getroffen hat und es irgendwo bereut hätte, den Weg zu gehen mit Gott. Und ich will einfach, dass du weißt, wir beten für dich, dass du in den nächsten Tagen die Freiheit von Gott darfst erleben. Wie dein Herz leicht wird, wie du weißt, dass du in seiner Hand bist. Und wie er dich mit so einer Liebe füllt, dass du anderen Menschen etwas von dieser Liebe Gottes darfst weitergeben. Yes, was für eine Botschaft. Lieb die Nächsten. Und ja, es ist herausfordernd. Und ich glaube, niemand von uns lässt seine Freiheit gerne beschränken. Aber wir machen es aus Liebe zu Gott und aus Liebe auch zu unseren Nächsten. Hey, wenn du möchtest reagieren, wenn du auch sonst irgendein Anliegen hast, wir haben das Online-Formular. Bitte lass uns wissen, für was wir beten können, wie wir dir helfen können. Wir wollen wirklich miteinander im Kontakt bleiben. Wenn du noch keine Kleingruppe hast und dich jetzt einsam fühlst und gerne Anschluss finden, halt eben nicht physisch, aber über so einen Online-Weg, bitte lass es uns auch wissen. Wir nehmen gerne Kontakt auf mit dir und suchen eine Lösung. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine ganz gute Woche, Gottes Segen, seinen Schutz und bleibt daheim.